Bilash, der Präsident des Menschenrechtsvereins Atatürk in Kasachstan, ist aus seiner Haft entlassen worden. Auf Chinas Druck hin, so berichten kasachische Medien, hat man Bilash verhaftet, der nun trotz seiner Freilassung weiterhin unter Beobachtung steht. Die unrechtmäßigen Verhaftungen im besetzten Ostturkestan nehmen kein Ende. Die chinesische Polizei verhaftete Hamdullah Abdurrahman, einen seltenen Spezialisten auf dem Gebiet der alttürkischen Runenschriften, der auch Bücher über die uigurische Sprache und Literatur publiziert hat. An einer Zusammenkunft in Berlin wurde die Ostturkestan-Problematik behandelt. Dort fanden sich zahlreiche Besucher ein, unter anderem eine Delegation des Uigurischen Weltkongresses, deutsche Abgeordnete sowie Ömer Bekali, ein Aktivist, der die Machenschaften des chinesischen Staates am eigenen Leibe erfahren musste und nun von seiner 8-monatigen Haft in einem Umerziehungslager berichtet. Auch in München bezog man Ostturkestan auf einer uigurischen Veranstaltung anlässlich des Weltmuttersprachtages mit ein. Die Präsidenten der Türkei und Indien, Erdogan und Modi, tauschten sich über die gegenseitigen Beziehungen ihrer Länder sowie über den indisch-pakistanischen Konflikt aus. Das französische Parlament hat einem Parlamentsabkommen mit Deutschland zugestimmt. Demnach soll ein gemeinsames Parlament gegründet werden. Falls das deutsche Parlament dem Abkommen auch zustimmen sollte, wird das erste gemeinsame Treffen am 25. März in Paris stattfinden.